Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, mein Riekenmark 2. Also, ja, das weiße Filament, das hätte ich vielleicht nicht ganz so fein drucken sollen. Das ist ein bisschen, da kriegt man den Staub nicht so leicht weg von dem Krust. Aber, ja, meine Riekenmark 2, das ist so wie ich sie langfristig gerne hätte. Also, noch nicht ganz meiner. Da fehlt noch ein bisschen was. Also zum einen fehlt noch der Anschlag für die Taschentulle. Das müssen wir noch justieren. Und zum anderen fehlt noch ein Haufen Elektronik. Weil ist halt noch nicht verbaut. Fehler tut es vielleicht nicht. Deswegen, das ist heute die Nerd-Version von meinem Haul-Video. Ich habe einen Haufen Elektronik gekauft. Und ein bisschen Batterie und Zeugs. Ey, für alle, die neu dabei sind und jetzt immer noch dabei sind. Das Märchen, danke. Das ist nett von euch, dass ihr das euch anschaut und das Projekt unterstützt. Und zum anderen, das wird ein halbautomatischer Riken Mark II. Also die Idee ist, dass der Motor da vorne den Schlitten zurückzieht, bis gespannt ist und dann der Schlitten wieder nach vorne. Und wenn man dann abdrückt, passiert das Ganze von vorne. Also was wir jetzt schon gemacht haben, guckt, dass wir stark genug einen Motor haben, dass wir da noch die 3D-Druck der Teile gemacht haben. Und ja, da die Schiene ist noch nicht abgelenkt, deswegen ist es noch ein bisschen schwer zu hantieren. Und also da dahinter ist ein Taster, wenn man das drückt, löst sowohl der Raster da aus, als auch dass das Signale ankommt. Und fürs Magazin habe ich mir es einfach gemacht. Habe ich da auch eine Taster gemacht und dann soll der Schlitten halbe zurückgehen, wenn man wieder drauf geht, ganz wieder vor. Das hätte man da dahinter legen können, aber das habe mich dagegen entschieden, weil ich glaube, so geschickter. Also, glaube ich jetzt zumindest nicht mal. Aber, ja, auf jeden Fall brauchen wir einen Haufen Elektronik. Weil, dass das Gott habe ich euch schon gezeigt in den letzten Videos, wenn man halt das Ganze händisch macht. Also man muss den Motor halt selber reversieren. Also das ist das Erste. Ich habe mir da so einen Motorreverser gekauft. Das ist das Platinle da vorne. Und das muss da vorne. Da geht DC rein, raus. Das geht von 6 bis 40 Volt, das ist schon mal gut. Ich glaube, danach habe ich es mal ausgesucht, dass das halt. Oh, ich muss mir da alte Videos angucken. Ich weiß gerade gar nicht, was der Motor braucht. Ich glaube, irgendwas um 24 Volt oder sowas. Oder 22, sowas haben wir. Hab natürlich sehr alle Labels sauber versteckt. Das heißt, das kommt dann da noch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen können, dass die Elektroniken nachher sichtbar sind, aber trotzdem geschützt. Ja, die werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen versenken müssen, aber ja, ich will schon, dass man das. Ich meine, eigentlich. Oder das ist was von nächstes Jahr vielleicht. Eigentlich habe ich mir überlegt, da hätte ich gerne irgendeine Elektronik dazu. Aber ich habe festgestellt, wir sind schon ziemlich weit am Ende vom Jahr und irgendeine Elektronik entwickelt, das geht in 2 Monaten halt nicht. Also, mein Gott schon, wenn man das Vollzeit macht, aber ich mache das noch nicht Vollzeit. Also, und ich will das dieses Jahr abgeschlossen haben. Deswegen nehmen wir da fertiges Zeugs und hoffe, das funktioniert. Dann braucht man natürlich irgendwas, um das Ding da vorne anzusteuern. Da habe ich mir dann schweren Herzens das ist ein Controller-Board gekauft. Ich meine, das sieht cool aus, ist eine schwarze Platine. Schwarze Platine sieht immer cool aus. Also, das passt schon. Da müssen wir gucken, wie kriege ich die. Das Gehäuse ist der nächste Schritt. Erstmal Elektronik so machen, dass das funktioniert. Und dann kümmern wir uns ums Gehäuse. Alles nach dem anderen. Weil das müsste von den Anschlüssen von allem passen. Ja. Und dann brauchen wir natürlich Spannungsquelle. Da habe ich
Da habe ich da ein mächtiges Batteriele. Da ist da ein bisschen Schaumstoff drin. Das sind alles 2, 3, 4, 5, 6. Oder wir hätten auch einfach gucken können. Da 6 Cells. Das ist ein mächtiges Batteriele. Und das sorgt mir dann den Motor. Und da ich keine zweite Spannungsquelle haben will, habe ich einen DC-DC-Konverter gekauft von 12, 24 Volt auf 5 Volt. Weil ich immer davon ausgeht, dass das Ding da noch 5 Volt braucht, hoffentlich. Oder ich hoffe, dass es mit 5 Volt zurechtkommt. Das findet man noch raus. Wenn nicht, das war nicht ganz so teuer. Oder wenn nicht, müssen wir halt noch gucken, dass wir dann um Gleisplatine lötet, wo man dann von 5 Volt auf 3 Volt gegangen. Ja, aber da Fehlkauf. Ah doch, ne, das passt. Ne, das geht bloß auf 9 Volt. Ah ja, so DC-DC-Konverter auf 9 Volt. Und was man dann auch noch braucht, ist der Hanne, um das da zu monitoren. Dass man da die 6 Zellen überwachen kann. Hätte euch vorwarnen sollen, dass laut wird. Und dann seht ihr jetzt alle 6 Zellen nacheinander. Das wird schon. Gut, das ist schade, dass die Elektronik vergossen ist, aber ich glaube, die verstecken wir irgendwo innen drin. Dann brauchen wir noch für das Ding da. Gucken, ob das passt. Was passt jetzt denn nicht? Ah, das will wohl geladen werden. Das stecken wir jetzt aus. Da kümmern wir mich nachher drum. Jetzt haben wir noch Geraschel, so Kabel. Das will ich jetzt nicht einstecken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Kurzschluss machen, ziemlich hoch ist. Aber das dürfte passen. Ja. Ist XT60 UF, warum auch immer. Das sieht korrekt aus. Oder? Ist das? Ja, aber aus Gegenstück gekauft. Das dürfte. Das müsste die bloß weit genug auseinanderhalten. Okay, passt. Ja, das ist halt, wenn ich ja die 2 Kabel aufeinander bringe, haben wir einmal den Akkupack kurz gelassen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Also das geht dann zum einen zur Motorelektronik und zum anderen. Wie viel Strom hält denn das aus? Das müsste ich mir auch geguckt haben. Egal, das finden wir raus. Weil das können wir mal simulieren. Also das machen wir im nächsten Video dann. Da die Motorelektronik mal testen. Weil dafür habe ich jetzt. Da muss ich mir da ein bisschen was angucken. Da habe ich jetzt gerade nicht ganz die Zeit dafür. Deswegen machen wir das im nächsten. Und wenn die geht, also wenn die sich reversieren lässt, so wie das versprochen, dann kümmern wir uns um die Steuerung. Und mir geht natürlich als erstes mit Schaltnetzteil mal da drauf. Wenn da irgendwas schief geht, habe ich lieber Schaltnetzteil wie mit Sicherung und allem wie gleich Batteriepack. Und ich glaube, wir sollten die Sicherung noch einbauen, jetzt wo ich sage. Dass man da guckt, was das Ding an Maximalstrom aushält. Wobei der Maximalstrom normalerweise so groß sein dürfte, dass eher dann da noch was durchgeht, so wie das aussieht. Aber ja, es geht voran. Auch wenn das Ende vom Jahr schon naht. Aber wenn nicht, nächstes Jahr ist auch ein Jahr. Und dann lasst das Abo da oder kriegt ihr mit, wie es weitergeht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln.
Euer Blaster-Ingenieur.